Ein ganz einfaches Beispiel ist, wie man mit dem Schiri im Fußball umgeht. Als Spieler oder Spielerin. Ich habe Leute in meiner Mannschaft, die dürfen sich jetzt angesprochen fühlen, wo, wenn der Schiri, sagen wir, eher eine harte Linie hat und sagt, er pfeift relativ schnell ein Foul, dann regt es sich auf. Und sie sagen, wieso pfeift er so? Circle of Concern. Sie können nicht beeinflussen, wie der Schiri pfeift. Und nachher wollen sie diskutieren, sie wollen Kontrollen ausüben, sie wollen sagen, aber das ist doch keine Karte oder was auch immer. Der Schiri wird sich nicht umentscheiden. Hingegen, wenn sie sagen würden, sie würde im Circle of Control sein, ist, okay, ich weiss jetzt, dass er schneller pfeift, also lasse ich mich schneller fallen. Das ist Circle of Control. Ich werde vielleicht angegangen in einem Zweikampf, ich lasse mich schneller fallen, ich weiss, der Schiri pfeift so. Ich passe mich auf das an und kontrolliere mein Verhalten und kontrolliere die Problematik, die ich habe. Andersrum genauso, wenn es einen Schiri gibt, der viel laufen lässt, kann ich mich darüber aufregen, dass ich jetzt die ganze Zeit gefällt wird, oder ich spiele ein bisschen härteren Fußball. Passt ist ja. Ich finde es jetzt lustig, dass du jetzt die Spielweise willst anpassen, anstatt sagen, hey, ich reg mich nicht mehr darüber auf. Oder das wäre ja auch eine Möglichkeit. Zum in Control reinkommen, okay, ich weiss, der Schiri pfeift eher schnell. Es gibt keine Diskussionen. Okay, ich gehe gar nicht auf diese Diskussion ein, ich reg mich nicht darüber auf, ich fokussiere mich wieder aufs Spiel. Aber natürlich kannst du auch deine Spielweise anpassen.